Die Felsenlandschaft des Natur- und Geoparks Möllerdal liegt im Großherzogtum Luxemburg zwischen Belgien, Deutschland und Frankreich. Die nächste Küste ist heute etwa 300 Kilometer entfernt, aber das war nicht immer so. In der geologischen Geschichte ändert sich die Verteilung von Land und Meer dauernd. Regionen sinken ab und werden vom Meer überflutet oder heben sich und Meeresboden wird zu festem Land. Auch Teile Luxemburgs lagen während der Zeiten der Trias und des Jura unter dem Meeresspiegel. Am Meeresboden bilden sich dicke Schichten neuer Sedimentgesteine. Später erreichte das Meer Luxemburg nicht mehr. Es gehört seit vielen Millionen Jahren zum Festland. Bis zum Ende der Kreidezeit lebten hier Dinosaurier sowie die Vorfahren der heutigen Vögel und Säugetiere. Vor allem Regenwasser trug das Land stetig ab und Flüsse spülten das abgetragene Material in die umliegenden Meere. Dort bilden sich im Kreislauf der Gesteine bis heute immer weitere Schichten Sedimentgestein, die wiederum gehoben und zu Festland werden können und dann von neuem abgetragen werden. Im Herzen Europas, wo sich Felder, Wiesen und Wälder begegnen, befindet sich im Osten Luxemburgs, an der Grenze zu Deutschland, die hügelige Landschaft des Natur- und Geoparks mit seinen typischen Plateaus, Ebenen und Tälern. Sein Untergrund besteht aus den Gesteinsschichten, die im Meer abgelagert wurden. Im Zentrum der Region liegt die Schicht des Luxemburger Sandsteins, dessen imposante Sandsteinlandschaft auch als kleine Luxemburger Schweiz bekannt ist. Große Sandsteinplateaus werden hier von steilen Felswänden begrenzt. Andere Gesteinsarten, die die Region prägen, sind Mergel und Dolomit, die sich mit Sandsteinen abwechseln. Die älteste Sandsteinschicht der Region wurde auf einem noch älteren Festland aus Schiefer abgelagert. Das Land senkte sich langsam und der Meeresspiegel stieg. Schließlich wurde die Region von einem flachen Meer überflutet, auf dessen Grund sich nacheinander die verschiedenen Schichten bildeten. Die Mergelschichten entstanden aus winzig kleinen, plättchenförmigen Tonmineralen, die auf den Meeresboden sanken und dort zu festem Stein wurden. Die dicke Dolomitschicht bildete sich im heißen Klima durch die starke Verdunstung des Meerwassers, bei der der Dolomit zurückblieb. Vor etwa 200 Millionen Jahren entstand die Schicht des Luxemburger Sandsteins. Zu dieser Zeit schwemmte eine Meeresströmung Sandkörner in die Region. Zwischen den Körnern setzte sich Kalk ab und verfestigte den Sand zu einer bis zu 100 Meter dicken Schicht Sandstein. Die jüngste Schicht, die in der Region erhalten ist, besteht wieder aus Mergel.
Schließlich begann sich die Region zu heben, der Meeresspiegel sank und der Meeresboden wurde festes Land. Auf einer flachen Ebene, knapp über dem Meeresspiegel, entstanden die ersten Bäche und Flüsse, die das Land nach und nach abtrugen. Die Landschaft hob sich weiter und die Bäche schnitten sich immer tiefer in den Untergrund ein. Die verschiedenen Gesteinsarten reagierten unterschiedlich. Im Sandstein und im Dolomit bildeten sich Plateaus mit steilen Felswänden. Die Landschaft im Mergel wurde flachwellig. Die Hebung fand jedoch nicht ganz gleichmäßig statt, sondern einzelne Gesteinsblöcke hoben sich schneller als andere. So entstanden auch die typischen Täler im Luxemburger Sandstein. Der Sandstein ist von tiefen Klüften in einzelne Türme zerlegt. Während sich der Bach einschneidet, verwittert und zerfällt der Sandstein an den Talhängen zunächst zu Steinen und schließlich zu Sand. Immer wieder lösen sich Blöcke von der Felswand und stürzen ins Tal, wo das meiste Material vom Wasser des Baches weggeschwemmt wird. Sobald der Bach die Mergel unter dem Sandstein erreicht, trennen sich die Sandsteintürme entlang der Klüfte voneinander und rutschen auf dem tonigen Material in Richtung Tal. Einige von ihnen fallen um, manche Klüfte öffnen sich nach zu oben offenen Schlöffen oder dreieckigen Höhlen. In den engen Tälern wachsen heute vor allem Buchenwälder. Milde Temperaturen und die stellenweise hohe Luftfeuchtigkeit lassen eine große Vielfalt von Farnen und Moosen gedeihen. Auf den trockeneren Plateaus kommen auch Eichen und sogar Kiefern vor. Die Landschaft ist seit der Steinzeit besiedelt. Seither hat der Mensch die ursprüngliche Naturlandschaft in eine Kulturlandschaft mit einem einzigartigen kulturellen und natürlichen Erbe verwandelt, die Einheimische und Besucher gleichermaßen begeistert.